Servus Leute und willkommen zurück bei Pokémon Weiß 2, dem neuesten und zugleich auch letzten Abenteuer für die Nintendo DS Heimkonsole, Handheldkonsole, wie auch immer. Ich war offscreen noch kurz im Pokémon-Senden, habe mich geheilt, damit wir jetzt wieder voll neu durchstarten können mit unserem Abenteuer hier im Wabhydro-Kraftwerk, wie es aussieht, war immer noch, ja. Gut, unsere Aufgabe ist ganz klar, wir müssen erstmal die Handwerker wieder motivieren oder wohl eher die Arbeiter, damit sie dann ihre Arbeit gehen. Und natürlich ganz abgesehen davon noch unsere Pokémon trainieren, nicht wahr, nicht wahr? Genau. Weil der zweite Orden ist schon beinahe griffbereit und den will ich mir, wenn möglich, in den ersten 2 bis 3 Folgen noch holen. Ich denke mal, diese Folge wird es eher weniger was. Außer natürlich macht er wieder mal eine 40-50 Minuten Folge, dann vielleicht schon. 40 Minuten, wäre ein bisschen viel, oder? 40-50 Minuten Folge. Alter Schwede. Wobei, ganz ehrlich, bei mir würde mich sowas ja nicht überraschen. Und Otero erreicht Level 15. Yeah. Fehlt nicht mehr so viel. Mal kurz gucken, was jetzt hier drüben noch Schönes. Ich kann mich doch irgendwie an ein Item erinnern, dachte ich. Hat sie nicht etwas? Ein Pokémon hat's. Nein, 2 sogar und ein Fukano. Cool. Ja, Fukano, das nächste Pokémon, das ich mir schnappen möchte. Jetzt mal kurz gucken, dass ich nicht... Müsste es eigentlich aushalten. Müsste es. Ich hoffe es zumindest. Ja, rechte Hand bringt sehr viel. Aber erstmal die Rückkehr. Na super. Ich muss Riolo dringend ein bisschen mehr trainieren. So, sieht gerade mal so schlecht aus. Autsch. Alter. Ja, mal auch mit dem scheiß Fukano. Kann ich mal so fest draufhauen. So, mal schauen. Konto wäre eine Option für Riolo. Aber ganz ehrlich... Riolus Konto, naja. Ist eben so eine Sache, sich zuerst irgendwie alles vollhauen zu lassen, dann zurückzuschlagen, ist nicht immer so eine gute Idee. So, jetzt aber mal ganz fixieren, erstmal nagellos platt machen und dann Riolu auf Ausdauer, man weiß nie, mal was Neues, nicht wahr? Ich muss doch ab und zu auch mal neue Attacken ausprobieren. Genau so habe ich gemeint. Obwohl, es geht eigentlich noch im Schaden her noch. Gut, sehr schön. Und jetzt einen Pokéball werfen. Doch die Frage bleibt eben noch bestehen. Was für einen Spitznamen könnten wir Fukano geben? Fukano. Oh. Ja gut, das mal fangen wäre vielleicht auch noch eine Option, wa? Alter. Okay, Level 14 im gelben Bereich. Ich gebe zu, ist nicht gerade so gut und klug, aber müsste doch theoretisch reichen. So, Superball. Fukano, was geht da? Hundi wäre eine Option, was aber irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen einfallslos und bescheuert klingt. Ja, wenn Fukano so weitermacht, wird es nichts mit dem Fangen. Verflixen zu, was geht denn sonst noch? Wobei, wenn er schon mal dabei bin, kann ich erstmal Otero schnell heilen. Und dann mit Riolu natürlich... So, mit Riolu einen Superball werfen. Was? Was steht da? Wenn du dich nicht auf eine Sache konzentrierst, triffst du dein Ziel nie. Ja, sag mal. Ja, nee, ist klar. Also einen Trank einsetzen und einen Pokémon tauschen gleichzeitig bei einem Doppelkampf, das geht. Aber einen Trank einsetzen und einen Superball werfen, das geht wiederum nicht, oder was? Oh je, diese Logik. Ja, was mache ich jetzt? Ausdauer wohl am ehesten. Weil da jetzt Fukano, ich sag nicht mal Fukano, immer Fukano noch groß Schaden zuzufügen, ist auch nicht so eine grandiose Idee. So, jetzt aber, komm schon. Nein! Ja, falsche Taste. So, jetzt aber. Superball, Flieg und Sieg. Jetzt muss aber klappen. Na geht doch. Der Mondstein siegt immer. Fukano gehört uns. Wenn ich jetzt Pech habe, hat das ein Fukano ein bescheuertes Wesen, oder? Oh, es war der Lies nicht dabei. Hehe, ist ja ganz toll. So, mal kurz gucken. Was hat Fukano denn für ein Wesen, wenn ich mal fragen darf?
Was für ein wesentliches Wesen. Mag es sich zu entspannen, ist ja schön. Aus Ernst. Ja, wieder mal so ein neutrales Wesen. Naja, gut. Lieber neutral als negativ. Ja, eindeutig neutral, genau wie Elekid. Ist umgekehrt. Waldia hat höheren Spezialverteidigungswert, tieferen Verteidigungswert. Strawilke geht es auf den Angriff, dafür auf die Verteidigung. Und bei Riolu, wie vor immer, Walti. Und natürlich Otaru ist ja auch neutral. Ja, wir haben ein richtig neutrales Team, was? Oh. Ja. Moment kurz. Was hat denn für Attacken? Glut, Schnüffler, rechte Hand, kannst du alles vergessen. Außer natürlich die Glut. Die bringt's, aber der Rest ist Fail. Alter Schwede. Vulcano Level 14, Elekid Level 10 und trotzdem ist Elekid schneller. Das muss man sich mal reinziehen. Gut, dann macht das Pokémon hier. Was sagst du dazu? Rohöl wird durch die Einwirkung von hohem Druck in seine Bestandteile aufgeteilt. Das ist, was in so einem Destillationsturm voranstatten geht. Toll. Ja. Das soll nach einer Behauptung, Pokémon-Spiele seien nicht lehrreich. Wir hatten gerade eine Wissenschaftsstunde. Hey, ist doch klar, ist doch cool, ist doch unnötig. Oh. Und schon wieder ein Elekid. Level 10 mit Otaru, das kann ja super werden. Lass mich raten, es ist schneller, natürlich ist es schneller. Okay, Elekid hat einen Donnerschock drauf, das dürfte Otaru überleben. Ich will mal kurz gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich beim Sieg über Elekid bekomme. Das klingt nicht so stark. Der Tackle, voll auf die Fühler. Nein, muss das sein. Ah, eben diese Statik 98, okay, nicht so viel. Immer diese Statikfähigkeit, die kotzt mich immer so an, ey. Ständig muss ich einen Paraheiler wechseln. Oh, was ist denn das hier? Sortieren vielleicht ein anderes Mal. Jetzt mal kurz gucken. Ich habe doch hier ein Paraheiler. Gott sei Dank habe ich noch ein paar. Ein paar ist gut, jetzt habe ich noch einen. Frustration, Rückkehr. Ich setze mal Rückkehr noch bei Vulcano ein. Weil Vulcano sowieso momentan gerade ein bisschen wenig gute Attacken, vor allem normale. Ich denke vor allem hier für die Anfangsphase dürfte es gar nicht mal so schlecht sein. Rechte Hand braucht sowieso keiner. Rechte Hand. Ich bin noch Linkshänder. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Kraftschub vielleicht noch, weil Vulcano ist sowieso sowohl physisch als auch speziell. Ich würde das gerne spielen, daher... was? Was stand da? Kraftschub, sind Kraftschub, Pokémon beibringen. Ach so, geht gar nicht. Ups, sorry. Sorry, ich dachte, das geht. Hä, wieso geht das nicht? Verwirrung. Okay, ich habe noch Kader-Adressbuch. Verdammt, der Itemradar brauche ich langsam. Nope, hier ist nix. Was bist denn du für ein Spacko? Ups, stimmt ja, den habe ich bereits. Haha, sorry. So, hier unten noch für Damen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die bereits... Ja, die Habitatsliste weiß ich doch. Was, das soll doch gefühlt Schnauze. Kommen noch später drauf zurück. So, mal kurz... Oh, da ist noch einer. Da unten. Was macht denn der da? Sieh doch nur, wie die Schornsteine der Werke sich gen Himmel erheben. Welch kraftvolle Silhouette. Schon faszinierend, nicht wahr? Ja, sehr faszinierend. Mann, ich will kämpfen, ich will trainieren. Ich darf doch nicht so viel Zeit verschwenden. Geht der auch wieder an die Arbeit, oder was? Crazy. Oh Mann, hier ist gar kein Trainer. Scheiße. Und wieder ein Elekid. Soll noch einer behaupten, die wären selten hier. Seufzt so, Tackle. Ja, komm, lass mal in Ruhe mit dem Scheiß. Otaru muss doch sich entwickeln. Nicht schon wieder, Alter. Kotzt mich langsam an hier. Das war ja klar. Boah, alter Schwede. Junge, man kann es auch übertreiben. Ja, ist echt so viele Elekids. Mann, jetzt aber schon wieder hier hin. Das gibt's doch wohl einfach nicht. Okay, ich habe einen Paraheiler. Bin ich bitten da, Falter des Amtes. Ja, schon gut. Jetzt ein Trank noch. Hab noch 8 Stück, das dürfte reichen für eine Weile.
jetzt Riolu noch einmal geben und Vulcano, weil ich keinen Bock habe, ins Pokémon Center zurückzurennen. Und Otero nochmal, sind nur 14 Punkte, sprich ich habe 6 Punkte versaut oder verschwendet, aber ist mir doch Wurst wie Käse. Pokédex, Habitatsliste, was sagst du? Oh, Moment mal, Select. Na, super, ist bei mir der Select-Knopf. Nee, weiß er doch nicht, wo ist der Select-Knopf hier? Muss halt die Maus nehmen. So, hier sieht man ganz genau, wo wir bereits welche Pokémon haben. Zum Beispiel hier Route 19 haben wir bereits alle Pokémon gefangen, die es hier gibt. Das ist sehr praktisch, um halt mal nachzusehen, ob wir wirklich alle Pokémon haben und natürlich auch, um im Überblick zu sehen, ob auf der aktuellen Route, wo wir uns gerade befinden, ob es da überhaupt Pokémon noch gibt, die wir eben noch nicht haben. Route 20 fehlt uns noch irgendwie ein Pokémon, was auch immer das sein soll. Dummies, alter Schwede, das ist echt selten zu fangen. Da habe ich auch gerade privat auf meiner Schwarz 2 Version, wo ich übrigens gerade bei der Pokémon Liga bin, habe ich da auch schon meine liebe Mühe, da einen Dummiesel zu fangen. Ja. Also ja, Dummiesel zu fangen, ich brauche es nicht für die Pokémon Liga oder so, aber ich brauche es halt zum Sammeln. Daher. Balancieren, nein! Na gut, habe ich was gesehen. Es raschelt, das kann nur ein Ohrdoch sein, oder? Jawohl, ein Ohrdoch, ist das geil. So, liebe Freunde, ein Ohrdoch, die sind ziemlich selten. Aber wobei, so selten auch wieder nicht mehr. Also sprich, die tauchen eigentlich nur dann auf, wenn halt so ein Gras raschelt oder wackelt. So weit, so gut. Aber da diese halt ziemlich oftmals noch rascheln und Ohrdoch immer mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 40 bis 60% auftaucht, können wir es jetzt hier problemlos besiegen. Wir werden es noch oftmals genug antreffen. Aber Ohrdoch bringen halt sehr viele Erfahrungspunkte und daher würde ich es gerne besiegen, statt zu fangen. Tackle, los! Alter. Hat das wieder KPs? Eine hohe Verteidigung, Spezialverteidigung, keine Ahnung, irgendwas davon ist hoch. Und die Aquaknarre. Finish him off. Und die Punkte 531 ist das krass. Da mache ich mir doch glatt nass. Level 16, fehlt noch ein Level, bis wir ein Zwottronin erhalten. Vielleicht sogar noch in dieser Folge. Wer weiß, wer weiß. Weil ganz ehrlich, Leute, ohne Zwottronin da in der Arena anzutreten. Ich hatte schon damals bei Schwarz 2 mit dem Verkugel, ist auch das Vieh, glaube ich, da. Der Feuerstart auf 2. Stufe. Da hatte ich schon meine lieben Probleme und da war ich sehr, sehr froh, dass ich ein Magnetilon-Team hatte, das ja durch seinen Stahltypus gegen Giftattacken immun ist. Das muss ich ja dringend ändern, weil wir haben hier kein Stahl-Pokémon, außer natürlich Lucario, aber das erstmal zu trainieren, Prost Mahlzeit. Oh, ein Magby! Ja, Magby zu fangen wäre auch eine coole Idee. Leider gibt es nur auf Schwarz 2, nicht auf Weiß 2. Leider. Aber wir haben ja Vulcano und später vielleicht auch Skelebra, halt diese Feuergeist-Typi. Aber das sehen wir dann, ob das wirklich dann soweit ist und wie auch immer wir dann unser Team zusammenstellen. Smogon. Ach ja, Arena-Kampf übrigens, habe ich mir noch offscreen etwas überlegt. Und zwar, das wollte ich eigentlich bereits im ersten Kampf machen, habe es aber irgendwie versäumt. Die Idee ist, dass wir es so ähnlich machen im Anime auch. Sprich, wenn halt der Arenaleiter nur mit 2 Pokémon, oder jetzt in diesem Fall glaube ich mit 3 Pokémon antritt. Ne, Moment mal, zweite Arena war 2 Pokémon. Dass wir dann auch nur mit 2 Pokémon in den Ring steigen. Um das Ganze halt ein bisschen spannender zu machen und auch ein bisschen fairer. Wäre zumindest mal so meine Idee diesbezüglich. Otero Level 17 ist das geil. Und die Kalklinge natürlich, die brauchen wir unbedingt. Hey. Die ist echt geil. 75 Stärke, gute Genauigkeit ist nicht so hundertprozentig gut, aber naja. Schneideangriff mit einer scharfen Muschelschale senkt eventuell die Verteidigung des Zieles. Überlegen, ich habe noch Energiefokus, bin nur Kraft, steigt dadurch, naja. Ich habe bisher mit Energiefokus nur schlechte Erfahrungen gemacht und daher kommt die Kalklinge dazu. Es ist soweit. Die erste Entwicklung, der wir beiwohnen. Die Entwicklung unseres ersten Pokémons, unseres Starters. Zwottronin. Yeah, cool.
Jo, genau. Bevor ich auch noch vergessen zu erwähnen, für diejenigen, die sich fragen und die sich halt die Frage stellen, welches Pokémon sie als Start nehmen sollen, ich würde euch schon Swotronin empfehlen, vorausgesetzt natürlich, ihr wollt ein Wasser-Pokémon im Team haben, weil sonst gibt es relativ wenige gute Wasser-Pokémon, die man noch im Verlauf bis zur Pokémon-Liga fangen kann. Angeln geht es sowieso nicht, weil es keine Angel gibt, bekommen wir auch erst später. Und auch sonst ist die Auswahl nicht so besonders groß an guten, starken Pokémon. Was ich euch sonst empfehlen könnte, wäre das, wie hieß das wie schon wieder? Aqualolip? Nein, nee, Quatsch, hieß anders. Jedenfalls dieses Wassergeist-Pokémon. Ich glaube, die Vorstufe davon heißt Wabbel oder so. Das wäre noch eine gute Alternative, habe ich auch genommen, aber ja. Also war eine Idee, habe ich auch irgendwie für Server und Kaskade genommen, als VM-Viech halt. Zum Trainieren aber ist es nicht wirklich so etwas Wertvolles. Ja, leider, leider. Gut, jetzt noch den hier besiegen und mal schauen, was Swotronin so drauf hat. Und danach natürlich noch die anderen Pokémon trainieren. Wie Elekid, Vulcano und Riolu vor allem. Na gut, wobei... Stravikel als Käfer gegen Gift-Pokémon? Ja, ist so eine Frage, so eine Sache natürlich auch. Swotronin! Angriff mit der neuen Kalk-Klinge. Vielen Dank für den Scanner. Mann, immer diese Zeitschinderei. Na klar, zweimal hintereinander ist das fies. Komm schon, Kalkklinge. Alter, es reicht langsam. Kalkklinge. Geht doch. Voll aufgeschlitzt. Gut, Elekid. Oh, Pokémon-Wechsel, Pokémon-Wechsel, Pokémon-Wechsel. Jetzt ist die Frage, nehme ich Vulcano, nehme ich Elekid, nehme ich Stravikel oder Riolu sogar. Okay, Elekid kann ich nicht wirklich nehmen. Stravikel wäre was, irgendeinem Pflanzentypi, aber ich nehme mal Vulcano. Mal gucken, was der so drauf hat. Vulcano übrigens ein gutes Feuer-Pokémon, lernt ja auch unter anderem noch Donnerzahn als Akanidan. Und Turbotempo auch eine gute Attacke, auch wenn es eine normale Attacke ist. Sag mal, Vulcano hast du zugenommen? Alter, der Backsprite. Ja, wie auch immer, Vulcano so gesehen ein gutes Pokémon. Was mich am Vulcano ein bisschen stört, ist, dass es relativ viel Erfahrungspunkte braucht für ein Level-Up. Das ist ja oftmals bei Pokémon zu Pokémon verschieden, wie viel das die brauchen, und Vulcano braucht relativ viel. Was mich wirklich ein bisschen stört, aber wir sehen es gleich. Ja, seht ihr? Ich schätze mal, bei einem anderen Pokémon auf Level 14 hätten 224 EP bereits die Hälfte ausgemacht und... ja, ist ja gut. Vulcano leider gehört dazu zu der Kategorie, die sich nur langsam trainieren lässt. Ich wechsle mal zu Riolu und... Walti, du bleibst da. Und entziehe Walti mal das Item Fluchtseil erhalten. Was mich jetzt noch kurz interessiert beim Pokédex, wegen der Habitatsliste, habe ich jetzt da bereits alles? Dausinghof? Was war da noch? Ja, ist ja schön. Ach so, das Ohr doch, genau, da gibt es ja auch. Jetzt haben wir zumindest mal beim Dausinghof alle Pokémon gesehen, aber noch nicht gefangen leider. Oh, da geht's noch runter, sehr schön. YOLO! Eine Aufgabe für dich. Ich will Mika beeindrucken, yeah! Jo, dann mach das mal. Herausforderung von Teenager Todd. Todd? Irgendwie sagt der Name was. Glotzi gegen Riolu. Der Kampf möge beginnen. Riolu, nimm die Rückkehr. Das hat sie gebracht. Ich hab Sand im Auge, das ist fies. Ja, das könnte mühsam werden. Jetzt kommt er wieder mit Scanner, hey, ich glaube, ich kriege ein Kind. Nee, Gott. Gott sei Dank nicht, hey. Stell doch mal die Schmerzen vor. So, und jetzt noch einen Rückzug und das Ganze ist beendet. Sag mal ganz ehrlich, Freunde, was soll das für eine Strategie sein? Scanner und Sandwirbel. Ja, bringt überhaupt nichts. Vor allem, wenn man nur ein Pokémon hat, du Trottel. So. Finish immer auf. Und wieder Level Up für Riolu. Yeah.
Kraftwelle, na Gott sei Dank, endlich mal eine offensive Kampfattacke. Ich dachte schon, ich hab gar nicht mehr. Hilfe. Ja, sorry Leute, aber ich zocke hier gerade. Ich zocke hier zwar auf der Tastatur, aber ich sehe die Tastatur gerade nicht. Die ist gerade hier unterm Tisch und ich bin hier oberhalb und deshalb, naja. Was kann die Attacke denn? Stärke 60, das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die es eventuell paralysiert. Klingt doch sehr gut. Die Frage ist, was für Lernen? Ruckzuckhieb oder Konto? Das Konto jemals wieder brauche, bezweifelt doch stark. Wobei, Ruckzuckhieb, Erstangriff, na komm. Weg mit dem Ruckzuckhieb. Und dafür die Kraftwelle. Yeah. Ja, ich bin so ein Trottel. Du sagst es. Und drunter. Sorry. Und runter. Jetzt bist du dran, Alter. Jetzt sag ich der andere. So langweilig. Ja, ich bin doch da, Freundchen. Ich bin doch da, Kumpel. Arbeiter Idris. Riolu. Toll. Riolu gegen Riolu. Der Kampf des Jahrtausends. Riolu setzt Kraftwelle ein. Nee. Riolu setzt Ruckzuckhieb ein, Riolu setzt Kraftwelle ein. Boah, alter Schwede. Das hat er reingehauen. Scheiße. Das kannst du laut sagen. Jorglef, natürlich Normal-Pokémon. Da ist doch Riolu prädestiniert dafür. Oder? Prädestiniert, ist das richtige Wort dafür? Ich denke mal schon. Kraftwelle. Bam. Alter, geht Riolu AP. Riolu, Lucario sind starke Kampf-Stahl-Pokémon. Also Lucario vor allem Kampfstahl. Riolu halt nur Kampf. Vor allem was Angriff, Spezialangriff und Initiative betrifft. Aber halt Magnetilo. Ich hab's gesehen. Aber halt was bei Riolu und Lucario auch das Problem ist, obwohl sie halt... Ne, ich muss anders formulieren. Obwohl Lucario halt ein Stahl-Pokémon ist, sind die Verteidigungswerte der beiden nicht gerade der Hammer. Daher wirklich nur als Viper einsetzen, weil es bald mal versucht, eine Attacke abzufangen, sprich gegen einen Flampivian oder gegen einen Meistergriff, jetzt hier bei Schwarz und Weiß 2. Dann, Leute, kann ich euch versprechen, die gehen ziemlich schnell down. Ja, leider, mal kurz gucken, was wir alle haben hier. Yep, ich habe alle Pokémon gesehen. Und, oh, wie jetzt Smogon gibt's hier? Echt? Cool. Also Urdoch, Smogon und Magnetilo müssen wir noch fangen, aber ja, Magnetilo, gut, das muss ganz ehrlich zugeben, ich war nicht so ein Fan von Magnetilo bis vor kurzem. Aber ich habe mir jetzt bei Schwarz 2 auch ein Magnetilo gefangen, weil es da Elekid nicht gab. Und das habe ich bis zur Liga trainiert, auch mit, ja, Donnerblitz, Lichtkanonen und so versehen, ist mittlerweile auch ein Magnezone geworden. Und ist schon recht stark, muss ich mal so anmerken. Es beherrscht ja auch noch Donnerwelle, um halt Pokémon zu fangen, das ist halt einfacher zu machen, aber... Ja, ist hier sowieso ein bisschen ein kleines Problem, weil Magnezone, also sprich halt die höchste Entwicklungsstufe von Magnetilo, könnte relativ leicht trainieren. Das geht relativ gut. Was leider nicht so gut geht, ist die Tatsache, dass sich Elekid nicht so schnell zur höchsten Stufe entwickeln kann. Zumindest nicht ohne Cheat. Weil Elekid entwickelt sich ja erst auf Level 30 zu Electek. Und dann per Tausch mit dem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mit dem Elektrosierer, oder, ne, ich weiß nicht mehr genau, wie das Item heißt. Das Gegenstück von, was Magmi besitzt, oder wohl eher den Magbrand, wäre dann wohl eher der Magmaisierer. Und da gibt es ja auch so ein Item, das halt eben die Entwicklung von Electek zu Elevoltek ermöglicht. Und dieses Item gibt es hier bei Schwarz und Weiß 2 zwar auch zu holen, aber erst relativ spät, dann, ja, eigentlich schon erst knapp vor der Pokémon-Liga gibt es das zu holen. Und daher ist natürlich die Frage, sollen wir so lange warten, bis wir uns ein Elevoltek holen? Oder sollen wir es vielleicht bereits vorher irgendwie cheaten, weil das Problem ist sowieso, auch wenn ich dann dieses Item habe, müsste ich trotzdem irgendeinen Cheat aktivieren, da ich ja nicht in der Lage bin, hier zu tauschen. Und die Entwicklung von Electek zu Elevoltek klappt nur per Tausch. Da ist ein bisschen der Müll dran.
Die TM-Zertrümmerer. Wir brauchen es auch kaum noch, aber gut. Ja, wie gesagt, das müssten vor allem mir entscheiden, weil mir gesagt, also ganz ehrlich gesagt, mir ist es eigentlich egal, ob wir jetzt da... Toll, auf ein Pokémon treffen. Nee, ich meine natürlich, ob wir jetzt da sagen, nee, Elekid ist scheiße, nehmen wir lieber Magnetilo, weil das kann man auch regulär halt trainieren bis zum Magnezone. Oder aber, ob ihr der Meinung seid, ja, ich soll jetzt Elekid einfach ganz normal trainieren, bis ich dann irgendwann dieses Item erhalte. Und dann halt irgendwie so einen Tausch-Cheat aktivieren, mit dem man so ein Pokémon halt in-game, sage ich jetzt mal, tauschen kann und so halt doch noch ein Elevoltic bekomme. Oder aber, ob ihr sagt, nee, komm, es dauert zu lange, kannst du sofort, nachdem du Electek hast, kannst du diesen Cheat aktivieren und halt ein Elevoltic draus machen. Da ist ja Smogon. Ganz ehrlich, Freunde, mir persönlich ist alle drei Varianten mir recht. Das dürft ihr entscheiden, was ihr dazu denkt, ob es, ja, was euch halt lieber ist. Ob lieber warten soll mit dem Trainieren bis zu Elevoltic, ob ich es sofort entwickeln soll, sobald es möglich ist, oder aber sogar, ob wir einen Wechsel zu Magnetilo vollziehen sollen. Oh. Ja, das habe ich jetzt von einem langen Quatschen. Riolo wurde vergiftet, ist ja ganz toll. So, mal kurz gucken. Eine Menemu und raus bist du. Pokéball, flieg und sieg. Nö, kein Bock zum Siegen. Tackle. Vergiftet. Besiegt. Scheiße. Malti, Wald deines Amtes. Er will ja fangen, das Smogon. Meine Fresse. Na toll. Rauchwolke. Smogon. Halt die Klappe da drüben. So, noch einmal dürfte es reichen. Wenn du besiegst es! Na, Knarf! Du doofes Pokémon. Wer hat erlaubt, es zu besiegen? Ja, dann level doch ab, wenn es dir Spaß macht. Wuff, wuff. Ja. Toll. Super. Riolo ist besiegt. Habe ich Glanztab vollbracht. Okay, Elekid hoch. Muss ich auch noch trainieren. Ja, Freunde, ich sehe gerade auf die Uhr und sehe, dass die Zeit eigentlich rum wäre. Deshalb jetzt meine Frage an euch. Was denkt ihr, wie soll ich weitermachen? Soll ich hier lieber halt online, sag ich schon. On-Screen heißt halt ganz... Na, meine Fresse. Ganz normal weiter trainieren, halt auch in der nächsten Folge. Das war halt nochmal irgendwie so eine Tausch sag ich schon, Mann. Eine Trainierfolge einlegen. Oder aber, ob ihr denkt... Nee, komm, trainieren kannst du auch offscreen, wir wollen Action sehen, wir wollen den Arena-Kampf sehen. Und dass ich euch dann nur eine Art Zusammenfassung bringe, halt bezüglich Level-Up und Attacken lernen und Pokémon fangen und so weiter und so fort. Das dürft ihr entscheiden. Oh. Ja, das sieht gut aus. Das sieht super aus. Nö, sieht scheiße aus. Jawohl, geht eigentlich noch. Alter. Und der hat die ganze Zeit mit seiner bescheuerten Glute. Fußkick macht auch kaum Schaden. Der Fußkick, weil der Vulkan nicht so schwer ist. Oh. Jetzt zieht die Attacke 15 Punkte ab. Ist ja super. Mal kurz gucken und Elekid noch heilen. Ja, das passt ja perfekt. 12:32, sprich 20 Punkte. Trotzdem 10. Ach so, ja stimmt, ja, Heuler ist der. Ups, sorry. Heuler. Natürlich, der Silberblick ist ja für die Verteidigung, nicht die Spezialverteidigung. Habe ich etwas durcheinander gebracht, sorry. Ja, Schnüffler. Hey. Da kennen mich doch, meine Fresse. Nimm das! Oh. Nein! Oh. Glück gehabt. So, jetzt da Ruckzuckieb, schnell. Puh. Und kein Level Up gegen einen Level 14 Gegner. Ja, leck mir noch am Chöpli, hey. Nein. Magnetilo.
Magnet-Hilo. Ja, ich würde dich ja gerne fangen, Kumpel, aber... Wobei müsste sogar gehen, oder? Fußkick! Voll ins Face. Oh oh. Pokémon Change. Zu Strawickel. Komm schon, Strawickel. Ist ja faszinierend. Und den Käfergebiss. Gebiss. Macht auch nicht viel Schaden, ich will es aber gerne fangen. Na. Wird das noch was? Ja, sieht gut aus bisher. Und wehe, du landest jetzt im Volltreffer, hey. Sehr gut, jetzt noch ein Tackle, weil der hat ja keinen Stab. Das heißt, die Attacke sollte schwächer sein als der Käferbiss. Und. Geht doch, roter Bereich, das reicht mir. Wer oder nicht, jetzt kommt der Pokéball. Ich sehe schon vor mir die Kommentare. Du hast nicht Flieg und Sieg gesagt, hehe. Also gut. Pokéball, Flieg und Sieg. Jetzt war es nicht ernsthaft genug oder was? Meine Güte. So, nochmal. Pokéball, Flieg und Sieg. Geht doch. Tja, Freunde, da seht ihr's. Der Mondstein siegt immer. Meine Fresse. Elektrostahl. Haben wir den auch? Sehr schön. Nö, kein Spitznamen. Jawohl, irgendwie Magnet oder Stromi wäre vielleicht noch was. Stromi. Der Stromer. Ist aber dringend zurück ins Pokémon Center und heilen. Bitte, ich will nur heilen. Ich brauche eine Heilung. Vulcano Level 13. Bedrohung für Vulcano wirkt. Das finde ich ja sehr schön. Sehr nett vor allem. Deshalb kommt jetzt mein Swotroni nochmal zum Einsatz. Gut gemacht. Jetzt mal die Kalklinge zur Abwechslung. Jep, das haut rein. Und Elekid ist Level 11, das finde ich ja so cool, so cool. Das hingegen finde ich weniger cool. Oh, ein Glotzi. Was will der Glotzfrosch schon wieder? Und tschüss. So, mal kurz auf die Uhr gucken. Da ist ja super. 33 Minuten. Minuten vor allem. 33 Minuten nehme ich bereits auf. Das ist ja nicht gerade wenig. Oh, was willst du hier? Ja, da bist du endlich, Marco. Das ist nichts anbrennen. Was war? Hier ist eine neue Medaille. Ach ja, meine Fresse. Da bin ich bei Schwarz 2 auch noch dran. Die ganzen Medaillen zu sammeln und Teammedaillen auch noch. Und ja, das ist super. 50 Stück brauchen wir und ich habe sogar bei Schwarz 2, wo ich, wie bereits erwähnt, kurz vor der Pokémon-Liga bin, habe ich erst um die 36 Stück. Also bis wir da alle komplett haben, dauert es noch lange. Vielen Dank, Mann, du bist cool. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, irgendwann schon. Dann hätte ich gern, was hätte ich denn gerne? Ein Superball, aber genug Kohle? Nö, natürlich nicht. Nur einen halt. Alter, haben wir wenig Kohle. Trank, Supertrank ist zu teuer, Gegengift. Du hast 2 Stück, das muss... Nee, 2 Stück muss reichen. Ein Paraheiler kann nie schaden. Ja, das war vor allem bei den Elekids mit ihrem Statik-Geschiss. Nee, doch Gescheiße. Und noch kurz die die Pokébox anschauen, stimmt schon. Das Lagerungssystem in Pokémon bewegen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Nagelotz. Echt? Das ist alles?
Nur Magnetillo. Nur hier runter, oder? Rein von der Nummer her. Mal kurz gucken. 10, 12, 14, 20, 25. Stimmt sowieso nicht hier. 30 stimmt auch nicht. Naja. Muss mal später alles genauer sortieren. So, Freunde, das war's dann auch schon für diese Folge. Ich beende mal kurz die Folge hier. Ich beende mal kurz die Folge auf diese Folge. Ja, wohl ja die Aufnahme mit 36 Minuten bald. Ist ja toll. Wir haben einiges geschafft, einiges noch nicht, aber das gucken wir dann noch. Jedenfalls haben wir hier ein starkes Riolu, das auf dem besten Weg ist, ein Lucario zu werden. Ein starkes Zotronin bereits. Vulcano, Elekid und Stravikel, die alle noch Training benötigen, aber wie auch schon erwähnt, das müsst ihr entscheiden, Freunde. Soll ich euch das Training noch zeigen und nur die Highlights oder wie wollt ihr es genau haben? Wollt ihr alles sehen, nur einen Teil? Das dürft ihr entscheiden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, je nachdem wie ihr euch entschieden habt. Kommst du ein bisschen schneller? Cool. Also dann, bis dann, Freunde. Ciao zusammen.